Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, Julian Nagelsmann hat zum ersten Mal seinen Kader bekannt gegeben. Wir werden mal gucken, dass wir da Montag vielleicht auch im Stream ein bisschen drüber quatschen, ne? Über die Zusammenstellung des Kaders. Aber ich möchte hier schon mal ganz kurz mal einmal durchgehen. Ich habe nur so die Überschrift gelesen. Und wir gucken mal einmal durch, wer so nominiert wurde und wer uns da was sagt und wer vielleicht auch nicht. Also für alle, die es interessiert, die auch zum Thema Nationalmannschaften mal reingehen wollen, am Montag ab 19 Uhr live auf Twitch. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Tor Oliver Baumann, Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp. Ja, da gibt's eigentlich nichts groß gegen zu sagen. Alles gut, ne? Abwehr Robin Gosens, Mats Hummels, David Raum, Anthony Rüdiger, Niklas Süle, Jonathan Tah, Malik Tia. Ja, finde ich auch okay. Mats Hummels natürlich so die Überraschung. Ja, sehr schlauer Zug vom Nagelsmann, denke ich. Ich denke, ja, man sieht auch ganz klar, Nagelsmann will keine Mannschaft für die Zukunft aufbauen, sondern er möchte die EM erfolgreich gestalten. Und da musst du Mats Hummels, wenn er die Form hat, wenn er die Fitness hat, definitiv mitnehmen, Alter. Der ist so erfahren, der hat so ein gutes Öffnungsspiel aus der Innenverteidigung raus. Und vor allen Dingen brauchst du einen Anführer da in der Viererabwehrkette. Das ist wie bei uns beim FC Bayern. Du brauchst einfach einen, der da das Sagen hat. Und da ist der Mats Hummels halt prädestiniert für. Ja. Sehr schlauer Zug. Hätte ich an seiner Stelle auch gezogen. Und Robin Gosens, ja, macht's ordentlich bei Union Berlin. Ich denke, das passt auch. Und wer der zweite Verteidiger sein wird, neben Mats Hummels, bin ich sehr gespannt. Ich denke natürlich, wenn Niklas Süle, ja, erstmal ist Nagelsmann Süle-Fan. Und wenn Niklas Süle die richtige Form und so hat, was sollte dagegen sprechen, wenn er mit Mats Hummels eingespielt ist in Dortmund, dass sie auch in der Nationalmannschaft das Innenverteidiger-Duo bilden. Aber na klar, die anderen, die da stehen, so Anthony Rüdiger und Jonathan Tah, haben mit Sicherheit auch ihre Qualitäten. Ne? Bin ich sehr gespannt. Für mich aber auch, ja, jetzt nichts, was super überraschend ist. Wie gesagt, Mats Hummels, ein super Zug von ihm. Ja. Mittelfeld, Robert Andrich, Julian Brandt, Chris Führig, Leon Goretzka, Pascal Groß, Ilkay Gündogan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz. Jonas Hofmann weiß ich gar nicht, kann auch Verteidiger spielen, oder? Auf der Außenbahn. Bin ich sehr gespannt. Auch da ein wilder Mix, muss man ganz klar sagen. Julian Brandt, weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Ich weiß aber auch nicht, wie er gerade bei Dortmund performt. Ich lasse mich einfach überraschen, wie die Jungs in der Nationalmannschaft performen. Alles andere ist am Ende Wumpe. Auf jeden Fall Chris Führig, Überraschung, denke ich. Robert Andrich, denke ich auch. Dass ein Neon mit dabei ist, ja, okay. Pascal Groß von Brighton, Hove Albion, weiß ich gar nichts mit anzufangen, bin ich mal sehr gespannt drauf. Ilkay Gündogan ist Kapitän, wird gesetzt sein, ja, im defensiven Mittelfeld. Oder auf der Achterposition. Ich weiß nicht, wo er ihn mehr sieht. Oder ob es wahrscheinlich ein System mit 2 Achtern wird, ähnlich wie es bei uns war. Oder vielleicht sogar mit einer Dreierkette hinten, ja. Mit Mats Hummels als Leader kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Bin ich sehr gespannt, wie er spielen lassen wird, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, klar, Wirtz, Sané, Kimmich, auch Hofmann und so weiter, kommst du halt nicht drum herum. Ne? Das ist das, was du im Moment zur Verfügung hast. Angriff Kevin Behrens, Niklas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller. Auch da super schlau von ihnen, den Müller mitzunehmen. Auch wenn er ihn ja auch bei uns auch schon mal eher ein bisschen, zumindest hat man das Gefühl, ein bisschen absägen wollte. Ich denke, Müller wird einfach der Mannschaft gut tun. Ne? Vom Charakter her, von der Führung her. Außerdem natürlich noch Best Buddy mit dem Hummels. Kann fürs Klima bei so einem Turnier einfach nur gut sein. Ja. Ob Müller jetzt den riesen Impact haben wird man sehen. Dass er ihn noch haben kann, hat er gezeigt. Ja, und natürlich wird er nicht als Neuner auflaufen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber er kann immer noch einen Impact haben und gerade Heim-WM und so weiter. Ich denke, dass auch da die richtige Wahl ist, den Müller mitzunehmen, auch wenn er bei uns nicht unbedingt Stammspieler ist. Ist auch ein schlauer Zug, wie ich finde.
Ansonsten Kevin Behrens habe ich jetzt schon gesehen. Ich habe beide Champions League-Spiele von Union gesehen. Auf jeden Fall, ja, ein Arbeitstier, ja. Arbeitstier, kopfballstark. Bin ich mal sehr gespannt, ähm, ob er dann auch so die Eier hat, ihn mal zu bringen, anstatt 'n Füllkrug zum Beispiel. Kai Havertz weiß ich nicht, sehe ich nicht so als den klaren Neuner irgendwie. Ähm, Ich bin echt gespannt, was der Nagelsmann aus den Spielern macht, wie er sie anordnet und mit welcher Taktik er spielen lässt. Also, Kevin Behrens ist natürlich prädestiniert dafür, wenn du mit Flanken arbeiten möchtest, ja. Also, wenn du 'n Gegner hast, der flankenanfällig ist oder der nicht so eine starke Innenverteidigung hat, kopfballmäßig, ist das der perfekte Mann dafür. Niklas Füllkrug, so die Allzweckwaffe, denke ich so ein bisschen, ne? Ich bin sehr gespannt. Ich meine, Nagelsmann hat ja auch kein Problem damit, ohne eine klare 9 zu spielen, also ja, es wird spannend. Es wird spannend, aber dafür hat er natürlich auch, 2 klare Neuner nominiert mit dem Behrens und Füllkrug, aber es sind auch nur 2. Muss man, fairerweise auch sagen. Ja, ich sehe den Havertz nicht als klaren Neuner und Müller halt auch nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich muss das erst mal 'n bisschen auf mich zukommen lassen, wie die so performen. Ich bin aber auch jetzt nicht so im Thema drin, dass ich sage, „Ja, aber jetzt hier von, den und den hätte er jetzt aber auch noch mitnehmen müssen." Wie gesagt, fand immer 'n Günther gut von Freiburg. Ich weiß nicht, ob der gerade, wie er gerade performt, werden wir ja vielleicht jetzt am Wochenende sehen, ne, weil wir gegen Freiburg spielen. Weiß auch nicht, vielleicht ist er auch verletzt oder sowas, aber den fand ich halt auch immer eine gute Alternative als Außenverteidiger. Ja, ich bin sehr gespannt. Wenn ich das so jetzt ein bisschen interpretieren würde, wenn ich mir so die Abwehrreihe angucke, ja, aber ich meine, mit Gosens und Raum hat er ja auf jeden Fall 2 Außenverteidiger. Wohl Raum ist auch linker Außenverteidiger. Gosens spielt auch links bei Union. Ich weiß gar nicht, ob einer davon auch rechts spielen könnte, aber Niklas Süle könnte auch einen rechten Verteidiger geben, hat er ja bei uns auch schon gemacht. Aber natürlich eher defensiv wie offensiv, ist jetzt nicht so sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, Hofmann kann ja auch 'n Außenverteidiger spielen. Ich weiß gar nicht, ob er auch rechts spielt oder links. Ich bin sehr gespannt. Also, man kann viel reininterpretieren oder auch nix, ne? Also, kannst jetzt nicht erkennen, ob er mit Dreier-, Fünferkette oder Viererkette spielen will. Ähm, Ich denke mal jetzt nichts super Überraschendes. Ja gut, Behrens, Führig und Andrich sind mal 3 Neue. Das ist auch richtig und gut so, dass da mal 'n bisschen frischer Wind reinkommt. Noch die Karte Mats Hummels, Thomas Müller, war das Schlauste, was er hätte machen können, auf die EM gesehen, ne? Zeigt aber meiner Meinung nach auch, wo die Reise hingeht für Nagelsmann. Genau das, wie ich's bei der Vorstellungspressekonferenz gesagt habe. Er wird halt die EM machen und danach wird er sich wieder dem Vereinsfußball widmen, was ja auch okay ist, ne? Ähm, ja, ich denke, das sind die beiden schlauesten Züge, die er gemacht hat. Die beiden sind die ganz klaren Anführer in diesem Kader und ja, mit dem Gündogan vielleicht dabei, aber die werden allein für die Stimmung gut sein, also. Und natürlich auch für die Verantwortung, ne? Dass man da die Verantwortung von so ein paar Spielern vielleicht ein bisschen wegnimmt. Ja, ich bin sehr gespannt, auf die Länderspielreise, auch wenn es natürlich zur Unzeit kommt und super beschissen ist, dass das da nach Übersee geht und so weiter. Aber gut, da muss man mit leben. Ja, schauen wir mal, wie die Aufstellung sein wird, ob er auch dann die Eier hat, vielleicht mal so 'n Neuling reinzuwerfen. Grade bei so 'm Behrens könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Führig und Andrich, ja, habe ich schon mal gelesen und so weiter, aber relativ wenig von, was heißt relativ wenig, eigentlich fast gar nichts von gesehen, ne? Bin ich sehr gespannt drauf und in diesem Sinne, Leute, wie gesagt, hier nochmal als Erinnerung, wenn ihr Bock habt, wenn wir es reinkriegen, wenn nicht wieder alles sich nur um den FC Bayern dreht am Montag im Stream, werden wir auch mal ein bisschen hier über die Nominierung quatschen, denke ich, ne? Ist ja dann auch ein Ausblick, auf die kommenden Nationalmannschaftsspiele. Ja, habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf. Tschüssi, schönes Wochenende wünsche ich euch.